Hallo zusammen, ich darf euch herzlich willkommen heißen im Namen von Köln Tourismus. Mein Name ist Sabine und ich würde euch gerne mitnehmen auf einen Spaziergang durch Köln. Hier von der Aussichtsplattform des Köln-Triangelturmes haben wir sicherlich den schönsten Blick auf die Stadt. Wir schauen aus etwa 100 Metern auf den Rhein, die Altstadt und den Kölner Dom. Hier von der rechtsrheinischen Seite haben wir sicherlich den besten Blick auf den Kölner Dom. Der Blick auf die Westfassade des Kölner Doms. 6000 Quadratmeter Fläche. Ihr schaut auf zwei Türme. Links der Nordturm, rechts der Südturm, der im Übrigen 7 cm kürzer ist als der andere. 1248 haben wir angefangen, den Kölner Dom zu bauen. 1, 2, 4, 8. Immer verdoppelt, kann man sich wunderbar merken. Der Dom wurde für die Gebeine der Heiligen Drei Könige gebaut und nach einer Bauzeit von 632 Jahren war er auch schon fertig. In Köln dauert eben alles etwas länger. Aktuell lohnt es sich ganz besonders, nach Köln zu kommen. Denn zurzeit habt ihr die Gelegenheit, den Dom ohne Gerüst zu sehen. Hier in Köln sind wir der Überzeugung, dass, wenn der Dom zu Ende gebaut ist, auch gleichzeitig die Welt untergeht. Aber keine Angst, die Handwerker in der Dombauhütte haben immer noch genug zu tun. Es werden nicht nur Heilige am Kölner Dom verewigt. Schaut mal nach da oben, da haben wir den Hennes, das Maskottchen vom 1. FC Köln. Schaut mal, die römische Hafenstraße. Ja, Köln, die Metropole, vor 2000 Jahren von den Römern gegründet. Die CCAA, Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Benannt nach Agrippina, die hier in der Colonia geboren wurde. Aber der Name war natürlich viel zu lang und so blieb am Ende Colonia, Köln oder auch Kölle. Einige Schritte vom Rhein entfernt bildet das Museum Ludwig den perfekten Kontrast zum Dom und auch zum Bahnhof und fügt sich mit seinen verzinkten Schätdächern perfekt in die Stadtsilhouette ein. Das Museum beherbergt unter anderem die größte amerikanische Pop-Art-Sammlung außerhalb der USA. Und hier treffe ich mich jetzt gleich mit Frau Kersting. Das ist die stellvertretende Direktorin des Museums. Frau Kersting, wenn ich zu Ihnen ins Museum komme, was soll ich mir unbedingt anschauen? Also das Museum Ludwig, hier mitten in der Stadt am Rhein, zeigt Kunst vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Das heißt, Sie sehen wunderbare Bilder und Skulpturen aus dem Expressionismus, der Neuen Sachlichkeit, der Pop-Art. Da sind wir berühmt für. Peter und Irene Ludwig haben früh Pop-Art gesammelt, also Andy Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Johns, viele Künstler, die auch Leute kennen, die nicht jeden Tag ins Museum gehen. Wir haben eine riesige Picasso-Sammlung und Pablo Picasso als vielleicht auch einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts ist hier hervorragend vertreten. Und wir haben die Gegenwartskunst, die Kunst, die jetzt entsteht, von Künstlerinnen und Künstlern, die leben und mit denen wir hier im Museum zusammenarbeiten. Ich glaube, dass jeder Besucher, jede Besucherin sich gerne was anderes anschaut. Und das ist das Schöne bei der Kunst, dass von einem Objekt, von einem Bild, von einer Videoinstallation unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge sehen und darüber nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen. Das macht den Besuch auch so aufregend und interessant.
Die Szene ist groß und vielfältig und bunt wie der Regenbogen. Jeder trifft jeden in angesagten Cafés, stylischen Kneipen und Bars. Der absolute Höhepunkt jedes Jahr, der CSD. Wir genießen unsere Vielfalt und dazu gehört natürlich auch die kölsche Brauhaustradition. Und deshalb möchte ich euch jetzt mitnehmen in ein typisch kölsches Brauhaus. Kommt mal mit! Hallo, schön dich zu sehen. Super, dass wir uns hier treffen, ne? Ja, setz dich bitte. Dankeschön. Oh, das ist aber schön, da kommt ja schon unser Kölsch. Ja. Ne? Ah, wunderbar. Schön frisch aus dem Fass. Ist ja immer wieder lecker, so ein frisch gezapftes Kölsch. Ja, und solange du nicht diesen machst, kriegst du immer wieder weiter Kölsch. Was macht hier das Brauhaus Peters aus? Wir haben immer gesagt, wir wollen ein bisschen anders sein als andere. Wir sind vor 27 Jahren gegründet worden als erstes neues Brauhaus. Und da haben wir uns damals gedacht, als auf der gleichen Schiene wie die anderen, haben wir als neues Brauhaus keine Chance. Wir haben mehr Wert gelegt auf eine gute Küche. Wir haben gesagt, wir wollen nicht die ganz deftigen Sprüche, sondern ein bisschen freundlicher sein. Wir haben von Anfang an auch weibliche Kürbisse gehabt. Bei uns heißen die Kürbisine. So sind wir halt, wir wollen halt immer ein bisschen anders sein. Im Brauhaus trifft man sich ja auch, um miteinander zu reden, deswegen wahrscheinlich auch keine Musik. Richtig. Die wird nur stören. Wer trifft sich denn hier? Alt, Alles. jung, alles. Von 17 bis 80, von Müllmann bis Banker, querbeet. Und das macht es wahrscheinlich auch aus. Das macht es aus. Diese wunderbare Atmosphäre. Ja, das ist ja auch das Schöne, man setzt ja auch wildfremde Leute nebeneinander, die unterhalten sich auch danach. Und das ist halt, ich sage dann immer dazu, das ist Völkerverständigung auf Kölsch. Ja, da hast du recht. Ja. Bei schönem Wetter zieht es uns an den Rhein. Wir treffen uns hier im Rheingarten. Schaut mal auf die schönen, schmalen Häuschen. Hat es euch vielleicht schon gewundert, wie schmal und hoch sie sind? Das hat natürlich einen Grund. Man zahlte im Mittelalter Steuern nach Hausbreite. Lasst euch verwöhnen von Jan Cornelius Meyer und Tobias Becker hier in Maibeck. Kreative Spitzengastronomie, entspannt und herzlich und mit Kölscher DNA. Wir sind ja jetzt ganz neugierig. Warum sollten wir denn jetzt unbedingt zu dir ins Maibeck kommen? Ja, ich glaube, was uns ausmacht, ist einfach die Tatsache, dass du hier immer das Besondere im Einfachen findest. Ne? Also wir versuchen bodenständig zu sein, wir versuchen entspannt zu bleiben, niedrigschwellig und dabei halt trotzdem was Ordentliches zu essen auf dem Teller zu tun. Du kannst vorbeikommen auf den Teller Pasta am Mittag, du kannst aber genauso gut auch sowohl mittags als auch abends irgendwie Menü essen, Weine dazu und richtig ausschweifend genießen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Säule unserer Philosophie. Köln verfügt über ein breit gefächertes Hotelangebot mit über 300 Häusern. Wer das Außergewöhnliche sucht, sollte in einem Design- oder Boutique-Hotel einchecken, wie zum Beispiel das Urban Loft Cologne. Hier trifft individuelles Design auf Urban Art Experience. Ein bewohnbares Erlebnis, sozusagen euer temporäres Zuhause. Wir stehen hier auf dem legendären Altermarkt, früher der zentrale Marktplatz, in direkter Nähe zum ältesten Rathaus Deutschlands. Hier wird der Straßenkarneval eingeläutet und hier findet einer der vielen Weihnachtsmärkte statt. Zeitreisen gibt es nicht nur im Film. Wir haben hier in Köln eine Straßenbahn, die bringt uns direkt in die goldenen 20er. Und das gucken wir uns jetzt mal an.
bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Und der Dom, unser ganzer Stolz, steht frei wie ein Fels. 600 Jahre Bauzeit. Wow, Köln vor 100 Jahren. Also das solltet ihr echt mal ausprobieren. Köln gehört zu den beliebtesten Shopping-Metropolen Deutschlands. Die Hohe Straße und die Schildergasse gehören mit 13.000 Passanten pro Stunde zu den meistbesuchten Einkaufsmeilen in ganz Deutschland. Auch die kleinen Einkaufsstraßen sind von hier aus wunderbar fußläufig zu erreichen. Ich hoffe, unser kleiner Spaziergang durch die Stadt Köln hat euch gefallen. Ich möchte mich jetzt von euch verabschieden. Am Ende noch ein kleiner Tipp. Solltet ihr ein Ziel anstreben, das ein bisschen weiter draußen liegt, dann macht es einfach wie die Kölner und nehmt die KVB.